Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im verregneten England in der Naturzone von der Gala-Region. Oh yeah, beim letzten Mal sind wir hier gelandet mit dem Zügel, haben aber nicht weiterfahren, weil der Weg durch Voltilams blockiert sind. Nicht der Voltilams natürlich, durch... wie hat die geheissen? Wallis, genau. Und ja, darum sind wir in der Naturzone. Das Wetter ist scheiße. Der Boden ist elektrisch geladen. Das heisst, soviel ich weiss, dass Flug-Pokémon in den Boden sollten. Nein, was heisst es? Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, was es heisst. Ich weiß nur, dass ich das Fritzelblitz dort fange. Ja, ich versuche möglichst viel die neuen Pokémon zu zeigen. Aber ich finde es schon mal schade, dass es überhaupt alte Pokémon hat, dass es nicht genug Pokémon hat, um eine eigene Region zu füllen. Aber vor allem wollte ich, naja, alles zeigen von dem Spiel und alles ein bisschen durchspielen. Und schlussendlich, naja, sind es Pokémon wie du und ich auch. Nicht wie du und ich, aber ja. Naja, es ist zwar nicht neu, aber in einem neuen Design, neuen Format, neuen was auch immer. Und darum hat sie es, finde ich, verdient, gezeigt zu werden. Und das Fritzelblitz hat es verdient, in mein Team aufgenommen zu werden. Zumindest temporär. Hey. Ja, es ist doch schon Level 9. Den Silberblick nochmal, okay. Ich glaube, der verdrehst du noch einen Kipperdutsch. Und dann wechsle ich the fuck out of here. Weil das Ding ist jetzt schon zweimal der Angriff gepusht. Und mir das eigentlich angreift, bin ich recht am Arsch. Zumindest physisch. Speziell hingegen geht es mir super. Hey, was? Kann man doch nicht so gut Pokémon fangen? In dieser Naturzone oder what the fuck? Na, also geht doch. Hey, nicht so blöd. Fröselblitz wurde gefangen. Okay. Erfahrungspunkt bekommen, bla bla bla. Okay. Gott. Okay, aber das Fröselblitz kommt erst einmal auf die Bank. Es speichert statische Elektrizität in seinem Fell. In Jahreszeiten mit trockener Luft sprüht ein ganzer Körper Funken. Ja, aber das so trocken ist es jetzt im Fall nicht. In einer PC-Box. Auch wo die alle Pokémon fangen zum, naja, Pokédex voll machen. Zu diesem Zweck wird irgendwann auch Hoplo und Memeon überladen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann mache ich das. Es zeichnet. Ich könnte jetzt kämpfen oder flüchten. Pokémon-Info. Können wir mal schauen, was da passiert. Regen macht, dass Wasserattacken stärker werden. Genau. Und Feuer senken. Elektrofeld verhindert 5 Runden lang, dass Pokémon, die sich am Boden befinden, einschlafen. Und die Stärke der Elektroattacken ist gestiegen. Jetzt ist es vermutlich ein bisschen gefährlich, wenn wir hier ein Elektro-Pokémon vor uns haben. Vogelhieb tut es zurückstrecken lassen. Zack. Wow, das ist ein starker Vogelhieb auch zu sein. Und Schlitzer. Kann Schlitzer? Holy, habe ich ein fucking Mauzi verwünscht. Hey. Nochmal Kampf. Feldtag. Zattag ist eine Attacke vom Normalzi beherrscht. Fast Normalzi. Nach dem Kampf wird Geld rumliegen und die kann ich nicht einsammeln. Das ist so gut, wenn du ein bisschen knapp in Kasse bist. Und der scheint mich nicht wollen oder können anzugreifen. Malzi, finish him! Juhu! Und jetzt werde ich ein bisschen Münzen noch bekommen. Erfahrungspunkte bekommen. Ein Level-Up für Malzi, sehr gut. 13 Angriff, 14 Angriff, okay. Nehmen wir und haben 60 Pokéball drauf. Genau. Ja. Ich kann jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, aber dann wird es nur noch Fritzelblitze haben.
Mauzi, Sensect, Kleptifuchs Level 10. Das bedeutet so. Zum Glück hat es so viele Knöpfe. Kleptifuchs kommt in die Level 10er Reihe. Fritzelblitz wird noch nicht aufgenommen, das kommt mal da hin. Tun es zack, zickzack da rein. Okay. Mauzi trainiert noch ein bisschen. Ich kann aber an Mauzi natürlich schon Sternschauer und Gegenstoß beibringen. Gegenstoß. Bitte für Heuler. 1, 2 und schwupp. Und Sternschauer, nein, lassen wir sein. Weil seine Spätzding ist ja gar nicht so stark gewesen. So. Wonnewiesen heisst es da. Okay. Oh. Schade, sieht man da Pokémon nicht. Blitz, okay. Mauzi, okay. So, Chef. Level 9. Ui. Schlitzer. Er wird seinen Angriff pushen mit Jauler. Würde mich interessieren. Schlitzer, okay. Nein, ist Schlitzer. Oh. Angriff von Frisselblitz steigt und es Mauzi setzt Schlitzer ein. Und dann wird er nochmal Schlitzer einsetzen und wird er das Spiel gewinnen. Hey, Mauzi ist stark. Gut, der Schlitzer ist stark, gell? Stärke 70, Stab, also 105. Das auf Level 5. Oh. Starke Sache. Ich frage dich vielleicht, warum ich paralysiert worden bin. Weiß nicht, nein. Warum man die Kratze nicht lernt, kann ich Schlitzer. Statik ist eine Fähigkeit. Okay. Ja, wie gesagt, ich versuche mal mit Mionot, Hoppla und allgemein die Pokémon, wo man noch mit dem Schwert kann fangen, möglichst gleich irgendwie hier drüber zu transformieren. Ich hoffe, das gelingt mir. Dann würde ich Mogli einsetzen, das hat sie gleich als erstes. Würde ich. Theoretisch. Was? Machen wir mit Schlitzer weiter. Mogli übrigens wird immer zuerst angreifen. Ist aber recht schwach. Und wenn ich den angreife, kann der Gegner dann nicht mehr angreifen. Das ist so die Spezialität vom Mogli. Also er schreckt zurück. So. Zurückschrecken heisst Angriff fehlgeschlagen. Level up für Raphael. Backenstopfer. Also muss ich schnell anschauen, was ein Backenstopfer ist. Bericht. Der Anwender frisst die Beeren, die er trägt, wodurch seine Verteidigung stark erhöht wird. Das ist aber so ein neues Dings vom Raphael. Ist aber scheiße. Und darum wirst du ausgewechselt. Komm, hab's. Da. Und ja, passt. Nein, ich werde Paralyse nicht heilen. Was haben wir noch? Frisselblitz. Ah, verdammt. So, nachher muss ich noch vorwärts machen. Oh, ich wollte das Zeug ja erkunden. Es schifft, der Boden ist geladen. Oh, Level 10. Langsam müssen wir aufpassen. Wir müssen nachher schauen, was das Frisselblitz auf der Bank für das Wesen hat. Weil je nachdem kann man es dann gleich nicht brauchen. Weil sie kann nicht angreifen. Na gut. Schlitzer? Ja, weil es so knapp ist. Hat Frisselblitz höheren Angriff oder Spätzangriff? Das ist selbst noch nie sicher bei ihm. Aber ich baue dürfte gleich. Jedes Pokémon hat eine gewisse Fangchance, Fangquote. Je legendärer oder je seltener stärkeres Pokémon wird, in der Regel hat es dann entsprechend tiefere Fangquote. Also kleinere Chancen, dass es im Ball bleibt. Fritzelblitz scheint
recht tiefe Hackquote zu haben. Hoppla. Blitz heisst's. Wollte aber kein Ding einsetzen, kein Superbau. Komm jetzt. Was? Was soll der Scheiß? Da muss ich ein bisschen Ehrfurcht beibringen, glaub ich. Zum Glück kann ich so viel Hurenbau. Nochmal. Hey. Und es ist übrigens seine Spezialangriff, der stärker ist. Ich bin verwirrt, weil am Anfang wird es nur Funkensprung können, was eine physische Elektroattacke ist. Ey, reg mich nicht auf! Ich kann nicht mehr Schaden zufügen, wenn ich nochmal angreife, bin ich tot. Bist du tot, wollte ich sagen. Na wart! Mein Skarptor wird Respekt beibringen. Okay. Fangen wir den Scheiß. Pokémon setzen. Mhm. The fuck? Komm jetzt. Gott! Hey, das ist fast 20 Bau gewesen, was sich gefressen hat. Oh. Wehe. Du bist schlecht. Wehe, du bist schlecht. Ich muss schon eins heilen, ich bin gerade bei euch. Okay, da hat es noch Wingal. Oh, die schnappen wir uns noch. Ha. Also, Wingal, komm mal zu. Wingal, Level 8, okay. Nehmen wir. Vielleicht klappt es ja schon. Wingal ist nicht stark. Ist sogar recht schlecht. Was sagt's denn? Klasse, Mann. Wingal wurde gefangen. Erfahrungspunkt bekommen. Und zwar tue ich Wingal gerade austauschen im Team mit einem, der Level 9 schon hat. Wingal. Oh, fuck, nicht gelesen. Hol ich gerade nachher. Sensect. So. Da können wir gerade noch den Pokédex mal anschauen. Weil ich muss noch Wingal den Text noch holen. Gefangen gesehen. Was habe ich schon gesehen? Ah, ja, klar. Memion. Zum Beispiel Memion, Sensect, okay. Mikro, Raffel, Kleptifuchs, Zickzacks, Volley, Lotwurzel, Kamehaps, Voldy. Auch meine Pokémon. Wingal, da. Es nistet an steilen Küsten und nutzt die Luftströme im Gleitflug, um den Himmel vorzusteigen. Okay, das ist nicht so spektakulär gewesen. So, es hat einen direkten Shortcut zu Pokémon. Da. Oh, ein Feder. Item in Beutel stecken. Prachtfeder von der Wingal erhalten. Bericht. Geschlagen, ob es mäßiges Wesen hat. Das war super. Angriff ab. Angriff auf Verteidigung. Haben wir noch ein besseres Wingal? Dich. Bist du besser? Hey! Das finde ich noch gut. Man sieht, dass es wilde Pokémon hat. Aber wir sehen nicht genau, was das für wilde Pokémon sind. Oh. Oh, jetzt haben wir wieder so schwierig zu empfangen. Mauzi, do your worst. Schlitzer. Ah, hab Mogelhiebs auch nehmen. Hab Mogelhiebs auch nehmen. Hat jetzt die Aquaknarre nicht abbekommen. Gut, hat irgendeine andere Aquaknarre abbekommen. Aber... random. So. Please. 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 Yes. Wingal wurde gefangen. Und zwar tue ich das Wingal mit meinem Wingal ersetzen. Wingal, da. Wingal wird ein Thema genommen, Wingal wird eine Pizza übertragen. Okay. Jetzt haben wir doch mal schauen, was das für ein Wingal ist. Und... Ah.
Ich finde es aber besser als das andere. 16 Spätstef und dann der Angriff auf eine Verteidigung, aber jetzt geht gar nichts. Darum, das Wingal weg. Tschüss. Okay, das Wingal weg, das Wingal eigentlich auch. Und du kommst zurück. Das ist etwa der Käfer, der sich am längsten noch nicht entwickelt hat, den ich je gesehen habe. Okay, los geht's. Das ist Frizzleblitz. Eins, das ist auch eins. Oh, aber es hat so ein Ladedings. Wie die Makros aber hatten. Darum bin ich gespannt, was das ist. Hey, es ist schon wieder 20 Minuten im Part noch nichts gemacht. Entschuldigung. Ja, jetzt hat er wieder einen Mogelhieb so. Ah, wir sind schneller. Mauzi ist schneller als Frizzleblitz. Das sollte nicht sein. Frizzleblitz, das sollte nicht sein. Aber ich wollte mal anschauen, Frizzleblitz. Im dritten Schlitzer würdest du nicht überleben. Aber ein Saltag solltest du überleben. Okay, gut. Oh, Funkensprung hast du. Haha, wenn das ein spezielles Ding ist, dann kommst du so etwas von mit mir. Nächste Pokémon rufen. Ach, das ist nicht so gut. Frizzleblitz. Frizzleblitz, du kommst mit mir. Das ist ein spezielles Pokémon, das so eine gelbe Aura hat. Und jedes Mal, wenn man solche Pokémon fängt, hat man ja ein bisschen Watt eingesammelt. Watt ist Watt. Müssen wir noch nicht. Und Frizzleblitz tut jetzt nicht so blöd. Okay. Also, ich hätte sonst den Versuch eingeblendet, aber es ist jetzt gerade gegangen. Cool. Das Frizzleblitz mal anschauen. Oh. Viel Level auf. Kann ich abs Level auf? Starken Angriff. Cool. Gesichtsaxt Level auf. Ja, geht so. Sennensekt. Ja, geht auch so. Kamehaps hat richtig viel Angriff. Oh, die allererste Entwicklung. Sensekt. Tschüss, Robin. Oh. Der Sensekt hat sich in ein Kerada entwickelt. Keradar. Quader, Radar, Kera. Cool. Im Inneren seines Panzers wächst es. Während er sich in die Entwicklung vorbereitet, prüft es mit seinen Psychokräften, was im Freien geschieht. Oh, Kraft Psycho. Oh, geil. Kadrent-Reflektor, unwichtig. Lichtschild, oh, unwichtig. Konfusion, sehr wichtig. Geil. Käfer Psycho, 4. Ich will dich anschauen. Du bist Level 10, du hast schlechten Schwung, du wirst sicher nicht mitgenommen, außer du hast jetzt einen super Gela. Okay, tatsächlich der Funkensprung ist die spezielle Angriff gewesen. Aber... du bist so schlecht im Wasser. 166 Watt noch bekommen. Und Watt bedeutet Watt. Interessiert das mich? Ganz schnell. Ja. Du musst das Radar anschauen. Das Radar Bericht. Hat jetzt immer noch mehr Spätzangriff. Okay, gut. Ja, der Angriff hat 20. 20 im Angriff. Der hat gleich viel Level und nur 13. Gut, der Angriff geht runter. Jetzt suchen wir noch das Besseres. Zickzack irgendwann ist. Das ist super. Das ist okay. Auch nicht gut. Jetzt war mehr Angriff. Nein, nicht mehr mal. Okay, egal. Ja. Wow, jetzt haben wir das Baracard Level 10 geworden sind. Volley für Zickzacks. Voldi für Kamehaps. Nicht fürs Keradar. Okay, passt. LB Mauzi ist tot. Okay. Frizzleblitz besiegen wir. Natürlich nicht mit einem Carpador.
Aber Carpador ist recht schnell, das heisst, die Flucht sollte eigentlich locker ergreifen können. Genau. Okay. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Aber mal nicht in das Grasfeld, dort haben wir jetzt auch alles gesehen, was man sehen kann. Also Friserblitz und Wingal. Mir gibt es hier scheint nicht. Uiuiui, kein Shiny. Ich frage mich, ob man Shiny so an der Oberfläche sieht, wie man das auch schon gemacht hat. Oh, das Grabbit. Das wird definitiv stark sein. Das Pokémon ist der 6. Generation. Normal, Bot. Uiuiui. Boah, die Kämpfe sind schnell. Okay. Oh, ein Trainer. Eieiei, da geht's ja ab. Oh, und vor allem verlierst du die Orientierung. Oh, du machst eine Ecke hinter da. Hi, Grabbit. Du findest eine Notiz. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst du den rechten Stick, kannst du dein Blickfeld erweitern. Drücke die L-Taste, schaust du geradeaus. Ah. Oh. Geil. Das ist gut. Das ist richtig gut gemacht. Was ist das? In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen du nicht soll in den Himmel aufsteigen. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit 3 anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Ah. Was im Bescheid kein weniger Ding gehabt, du hast 50 Watt. Wow. Du hast auch Energie, darum besiege die. Der Rhyme. Boot ist elektrisch, ich wechsle mal mein Pokémon zu Kamehaps. Ein bisschen riskante Weiss. Aber interessanterweise, wenn ich angreife mit Wasser auf Elektro, ist das okay. Kamehaps paralysiert, ist voll okay für mich. Einfach noch einmal. Oha! Na gut. Ein Crit, aber gleich. Das sollte ich töten. Ich muss einfach aufpassen auf das Sicht dort. Weil wenn er einen Funkensprung loslässt, bin ich auch am Arsch. Genau. So. Oh nein, ich wollte es fangen. Dummer Löw. Ja, egal. Mein Friserblitz kommt schon noch zu seinem Funkensprung. 166 Watt bekommen. Watt bedeutet, was mache ich eigentlich da? Schon das Friserblitz. Langsam regen wir auf. Carpador, ich glaube, wir flüchten vor dem. Ja. Jupp, da machen wir. Ja, Ruhe. Oh, was Rabaut's? Ha, den nehmen wir aber mit. Im Idealfall gar die dreifache Ausführung. Rabauts, okay. Du bist ein Baby-Pokémon. Das hat eigentlich nur das Eier schlüpfen. Du hast noch überlebt. Cool. Der Rabauts ist cool. Ist Boden-Pokémon? Ja, ist Boden. Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon sind sehr stark. Okay, du willst ein bisschen geschwächt werden. Gut, kannst du haben. Allerdings nicht von meinem Carpador. Da haben wir andere für das. Wally! Teilt ein bisschen aus, nicht so viel, aber ein bisschen. Aber vor allem haltet es sehr viel aus. Ich hoffe einfach, dass er noch keine Kampfattacken hat, sollte er aber auf diesem Level noch nicht haben. Oh je, hey KP. Tackle. Pop! Wally ist stark. Bam! Noch ein Tackle. Kein Vortreffer bitte, Wally. Okay. So, jetzt sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Von wegen kein Problem mehr sein? Nein. Ich kann es nicht umbringen, aber nein, ja. Es hat nicht mitkommen, dann wollte ich es auch nicht haben. Naja. Okay. Ja, heute ein bisschen eine langweiligere Folge wieder mal. Ich bin einfach nur
im Dings da rumgestolziert, aber der hat ein bisschen etwas von den Dings können sehen. Der hat gelernt, dass man die Kamera drehen kann, dass Frizzleblitz hure schnell sind. Ich versuche nochmal das Rabatt hier zu fangen. Wenn mir das gelingt, werdet ihr das am Schluss noch sehen. Sehr gut, Ravals doch noch gefangen. Ich habe herausgefunden, dass Frizzleblitz erst auf Level 16 die erste Elektroattacke erlernt. Das ist scheiße. Ist zwar nicht so groß, aber geht aber entschlossen zum Angriff über, sobald ein angemessener Gegner sichtet, sobald Vorsicht ist also geboten. Ravals im Team. Und zwar für Carpador. Ravals hat nicht immer genug gepackt, aber in deine PC-Box geschickt. So, haben wir es doch noch geschafft. Ich schaue mir da ein bisschen um, fangen wir noch 2 weitere Rabouts. Für den Pokédex, weil es kann sich in 3 Leute entwickeln. Und ja. Das werde ich machen, mein Team werde ich heilen. Dann allgemein ein bisschen Zeug umschauen, fangen, trainieren. Dann werdet ihr mich nachher wieder genau an dieser Stelle hier treffen. Und wir kämpfen gegen die Trainerin dort. Bis dahin. Und ciao!